Schönen guten Morgen für als Videokonferenz Geschichte aus dem Archiv. Es geht die Krise an den 30er Jahren zu Lützeburg an der Stahlindustrie. Am Mittelalter war die Krise gleichbedeutend mit dem brutalen Auftreten von einer Krankheit. Aus dem griechischen Krisis, Decision, Schwammmachen. Also am Anfang ist eine Krise eine schwierig, gefährliche Situation, an der es um Entscheidungen geht. Corona-Krise ist so eine Krise. So hat viele Facetten. Humanitär, sozial, psychologisch, wirtschaftlich, für dann um eine paar zu nennen. All Krise ist, so wie Corona-Krise auch, zeitlich begrenzt. Es geht ein Vierdrun an ein Donau. Eine Krise bedeutet immer ein Bruch, eine Zäsur. Zeit Vierdrun an Donau kann ich nicht als normal, stabil oder gut bezeichnen. Krisen gouf net da viel an der Geschichte. E schwarzen Haut vun der Krise an der Stahlindustrie an den 30er Jahren zu Lützeburg. Der Kontext ass den vun der großer Weltwirtschaftskrise von 1929 oder besser gesot der sogenannte Krise von 1929, weil schon vier Krach op der Börse zu New York, der Wall Street, waren Deichterwolken Himmel. Eine Wirtschaftskrise ist nämlich auch ein Ausdruck von strukturellen Dysfunktionementen, die sich akkumuliert haben an den Jahren vordrun. Eine Wirtschaftskrise ist aber auch meistens ein Faktor für Veränderungen. Die Stahlindustrie hat sich am Grand Duché so richtig entwickelt ab den 1970er Jahren. Sie haben hierbei gesagt, dass am Herzogtum Lützeburg schon am 17. und 18. Jahrhundert Eisen produziert wurde, und zwar hauptsächlich nicht an der späteren Minengegend. Aber das ist ein anderes Sujet für eine Mission Geschichte aus dem Archiv. Gerade so wie die Ursachen, die am 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert zum Abschwung von der Stahlindustrie gefordert haben. Immer zu der Krise zu Lützeburg kommen an 30er Jahren für dich ein paar Worte zu der Stahlindustrie am Grand Duché an den 20er Jahren. Für Stahl zu machen, du den Demos zwei Materialien gebraucht. Eisenerz und Kohle. Eisenerz, Minerai de Fer, Minet, ein Diminutiv vom französischen Wort Mine. Eisenerz, also die Gesteinsart, die das wertvolle Eisen enthält, gouf am Süden vom Land aufgebaut, do wo den Eisenboden rot färbt, am Kanton Esch. Die Region am Süden vom Land kriegt so ihren Namen. Wir machen den Ausflug an die Minet, so wir halt nach gerne. Trotzdem wird auch ein Eisenerz importiert gehen, für den Bedarf zu decken. Kohl dann, die zweite Materie, müssen importiert gehen, und kommen größtenteils aus dem Ruhrgebiet. Die Bedeutung von der Stahlindustrie für die Ökonomie damals war immens. Das Land hat 1929 ca. 300.000 Einwohner. Ca. 30.000 Arbeiter haben damals an rund um die Stahlindustrie geschafft. Heeschweften, Stahl oder Walzwerk, Gießereien und natürlich an den Minengruben, wo die Mineuren, Bergarbeiter geschafft haben. Von den 30.000 Arbeiter waren da ca. 10.000 Ausländer. Thomasmehl, phosphathaltige Nebenprodukt aus dem Stahlwerk, gouf als Dünger benutzt am Eisleck, wo die Böden Männer fruchtbar waren. Der Gas, den am Heeschweften entstanden ist, gouf benutzt für Elektrizität herzustellen. Dann war aufhängig von der Stahlindustrie und das bis zu der Krise am Anfang von den 1970er Jahren. Lützeburg war selbstverständlich ein Exportland. Nur einen ganz kleinen Teil vom Stahl, den hier produziert wurde, konnte auch am Land verkauft werden. Dafür war es einfach zu klein und also zu klein. Die Lützeburger Stahlindustrie war also extrem aufhängig vom europäischen Markt und vom Weltmarkt. Das führt mich zu den Stahlfabrikanten, ja, so Stahlfabrikanten am Pluriel. Damals, natürlich also Ende den 20er Jahren, haben 4 Gesellschaften zu Lützeburg Stahl gemacht. Erstens, die Gruppe Arbeit Terre Rouge. Arbeit 1911 gegründet,
Aciérie Rémy de Bourbach, Eich, Dudelange, brauchen sie just das imposant Gebäude vorzustellen und anzugucken, vis-à-vis vom Rosegärtchen der Stadt, an der Avenue de la Liberté oder an der neuen Avenue, wie wir gehen so, für die große Rolle zu verstehen, die damals der Stohl gespielt wird. 1926 könnte zu einer Communauté d'intérêt, eine Interessegemeinschaft mit der Société Métallurgique des Terres Rouges, Interessegemeinschaft, das heißt am Anfang, dass die Direktion von den zwei Firmen dieselbe ist, das nämlich die von der Arbeit am Puyo d'Hono wird Société Métallurgique des Terres Rouges von der Arbeit absorbiert. Zweite Firma Tadir, Tegeven an Stohlwerker von Beferding, St. Ingbert an Römling, 1920 gegründet. Dann drittens Schmelz von Rodange, die zum belgischen Gruppe von Ugre Marié gehört hat. Und schließlich Steggeforter Schmelz, die zum Gruppe Angleur Atu gehört hat, auch eine belgische Gruppe. Von diesen Firmen aus schließlich nach der Arbeit blieben bis zu einer Serie von Fusionen an der Gründung von ArcelorMittal. Aber immerhin sind die zwei ersten Buchstaben nach dem Namen von der Firma enthalten. Und der Sitz ist nach zu Lützeburg. Zwischen 1924 und 1929 hat die Lützeburger Stahlindustrie einen regelrechten Boom erlebt. Die Produktion von Stahl ist drastisch an die Blut gegangen. Beim Eisenerz war die Situation ähnlich, war noch ein bisschen ähnlich. Die Produktion hat sich zwischen 1923 und 1926 verdoppelt. Dono hat sich das stagniert, weil immer mehr Erz aus Frankreich importiert wurde, wegen dem mehr hohen Rendement. Gouf an den 20er Jahren immer mehr produziert, in ganz Europa für die Produktivität zu steigern. Konsequenzen waren Überproduktion, sodass die Expansion eigentlich an den 20er Jahren wenig solid war. Strukturelle Probleme, also schon vor dem Krach von Oktober 1929. Marché waren saturiert, Preise sicher gefallen am Sommer 1929. Aber trotz allem der Patron wie auch die Regierung zu Lützeburg und auch Gewerkschaften haben während den Wandermänden 1929 30 nach eine echter sehr Reprise gedurcht an recht Ende März, Anfang April 1930 sie sich Stakteuren Dunens Stahlindustrie an damit ganz Land sind an der Krise. Ich gebe mich heute gerne mit ein paar Fragen beschäftigen. Erstens, was waren soziale Auswirkungen auf die Arbeiter und ihre Familie? Zweitens, was war die Haltung von den Hauptakteuren von seiner Krise, nämlich Patronat, die Regierung, aber auch die Gewerkschaften? Und drittens, was sind die großen Veränderungen für die Lützeburger Gesellschaft am Kontext von der Krise? Was sind die langfristigen Auswirkungen von der Krise auf das Land? Ich frage also, was waren soziale Auswirkungen auf die Arbeiter und ihre Familie? L'avenir paraît très sombre, schreibt den Echo de l'Industrie, Patronatszeitung, den 29. März 1930. 2 Wochen spät, den 13. April 1930, titelten Sozialer Fortschritt, Zeitung von der christlichen Gewerkschaft, die Krise ist da. Der Mond du Stahl geht drauf, wird deutlich mehr produziert. Preise fallen ab dem Sommer 1930, für allem aber im Laufe vom Jahr 1931. Klienten bestellen immer mehr Stahl. An den Minjahren ist die Situation besonders dramatisch. Die Gesamtproduktion fällt von 7,5 Millionen Tonnen 1929 auf 4,7 Millionen Tonnen 1931. An der ersten Halbzeit vom Jahr 1932 fallen Produktionszahlen und auch Preise auf den Eis. Den Impact auf die Arbeitswelt lässt nicht lange auf sich warten. Sonntagsarbeit und die Überstunden gehen als echt reduziert. Und damit verlieren die Arbeiter auch ein Stück von ihrem Lohn. Gewerkschaften bedauern, dass Sonntagsarbeit drastisch reduziert wird.
der 5. April 1930 schreibt der Proletarier Sozialistische Gewerkschaftspresse: Diese Arbeiter rechneten stets mit den erhöhten Sonntagslöhnen. Auch für katholisch Arbeiter ist das Sonntag nicht verwerflich. An einem offenen Brief, publiziert am Sozialer Fortschritt, der 27. April 1930, schreibt Betroffene: Bis jetzt verdiene ich monatlich mit 3 Sonntagsschichten durchschnittlich 1450 Franken. Heute mit Sonntagsruhe verdiene ich noch 1150 Franken. Da habe ich da machen Mann Schicht. Der 27. Mai 1930 annonciert den Alois Meyer, Generaldirektor von der Arbeit, dass da ich da von Lo und all 2 Wochen eine Schicht verliere. Sogenannte Feierschichten gehen doch am Sommer auf die Schmelzen zu Teverding a Roddasch. Und es ging da immer mehr ab September 1930. Leute, die von einem Service an den anderen deplaciert mit einem mehr niedrigen Salär. Schon am Mai 1930 envisagiert Patronat Entlassungen. Dazu könnte dann ab dem März 1930. Nicht immer haben Entlassungen aber direkt etwas mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Der 5. Juni 1930 schreibt die Gendarmerie von Teverding einen Rapport über die Entlassungen von 36 Ausländern: Polen, Jugoslawen, Italiener. Daran heißt es: Vorstehende Entlassungen haben mit der jetzigen Krise nichts gemein, sondern sind nur aufgrund der Modernisierung der Öfen zurückzuführen. Gerade weil der Fett, dass Stänge vor der Schmelz am Mai 1931 zugemacht hat. Der Heißofen war schon lange baufällig und Schmelz nämlich kompetitiv. Ob EQ 190 Arbeiter, davon 190 Lützebäuer und 45 Employés und alle Lützebäuer ihr Arbeit verloren. Am Allgemeinen ist aber versichert, hauptsächlich vor Regierungszeit so Mann wie möglich Lützebäuer zu entlassen. Am August 1931 hält die Regierung Mesuren en défaveur von den ausländischen Arbeitern. Die Polizei möchte Kontrollen an den Betrieben, um zu gucken, ob der Patron eine Spezialautorisation hat, für die Ausländer zu beschäftigen. Es tut den de Choix, wenn er entlassen wird als Ausländer. Entweder verlesen das Land direkt, die Gemeinde an den Staat bezahlen das Rapatriement, oder es kriegt den während einem Monat eine Arbeitslosenunterstützung und dann geht den als Person indésirable auf die Grenze gebracht. Das Arbeitslosenunterstützung kriegt auch nicht alle Nationalitäten. Im November 1931 hat die Regierung dann aber präzisiert, dass nicht alle Chômeurs das Land muss verlassen, eine Ausnahme geben, die ausländische Chômeurs, die mit einer Lützebäuerin besteuert waren, die ausländische Chômeurs, die proprietär von einem Haus waren, oder die mit anderen Revenuen zu Lützeburg konnten leben. Und auch die Chômeurs mit belgischem Pass und russischen Refugien. Belgischer Pass versteht sich, 1921 hat Lützeburg die Union économique belgo-luxembourgeoise mit der Belge gegründet. Und russische Flüchtlinge waren die vom Stalin verfolgt wurden, und der Besch als Antikommunist hat die gern abgeholt. Auffällig ist, dass die Regierung keinen Unterschied gemacht hat zwischen qualifizierten und unqualifizierten Arbeitern, die sollten zurück an ihr Land, was nicht der Patron nicht immer gefallen hat. Die Sozialkonsequenzen wurden aufgefordert, dadurch, dass viele Ausländer, zum Beispiel Italiener, das Land nicht verloren. Dabei kam, dass die Lützebäuer, die keine Arbeit mehr hatten, Tagsarbeit Land fanden, an der Landwirtschaft, da wo sie noch Familie hatten und da wo sie nach ihre Racinen hatten. An der zweiten Halbzeit vom Jahr 1931 ging die Saläre aufgesetzt. Die Kaufkraft geht rauf. Und am Januar 1932 sieht der Generaldirektor Meyer von der Arbeit Folgendes: La diminution totale des salaires effectivement encaissés par notre personnel ouvrier se monte à environ 28%. Also ganz solide Reduktion vom Salär für die Arbeiter. Was war die Reaktion, die Haltung von den Hauptakteuren von der Krise?
Patronat, also Gewerkschaften an die Regierung. Die zweite Frage, der ich der Moje will no gehen, der Haut will no gehen. Patronat für dich, also wir haben gesehen, Patronat hat versucht, Kosten zu drecken, ja, Feierschichten, Reduktionen von Salären oder Entlosungen. Mit Patronat hat doch versucht, die ganze limitieren über eine gemeinsame Organisation vom Marché am Kader von internationalen Kartellen. Das versucht über TV von also Karteller, die eine Konkurrenz zu evitieren, zu verhindern, und den Membern von so einem Kartell. Und an den Namen von den Patron waren die Karteller nützlich, ein gutes Instrument für Marschen zu regulieren, und für eben auch so Krisen und der Fäden von der Krise aufzuführen. Gewerkschaften waren 1930 nach nicht offiziell anerkannt. Artikel 310 vom Code Penal hat die Aktionen von den Arbeitern von den Gewerkschaften stark behindert. Die Aktivisten haben Prison sogar riskiert. Nach dem Eschek vom großen Streik von 1921 waren Gewerkschaften geschwächt. Also sie waren sich das auch bewusst. Die sozialistische Gewerkschaftszeitung der Proletarier schreibt den 27. September 1930, enttäuscht, was effektiver von der Gewerkschaften angeht. Die Gleichgültigkeit und Denkfaulheit ist groß. 60% Unorganisierte. Und diese 60% sind noch zu träge, die Wichtigkeit des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses zu erfassen. Beteiligung der nicht mehr feiern als klein, 1930, 31, ja noch 32. Einerseits wegen dem Lohnausfall, andererseits, weil die Leute Angst hatten. Gewerkschaften sind Männer auf Konfrontation, Streikgängen, aber sie haben auf Verhandlungen gehofft. Der LCGB, der Christliche Gewerkschaftsbund, hat Männer auf staatliche Intervention gesagt, wie die Sozialistische Gewerkschaft. Der LCGB wollte die Arbeiter an die ländlichen Gegenden und Land transferieren, für sie dort zu beschäftigen, für das sie dort konnten helfen. An der zweiten Hälfte vom Jahr 1932 hat die wirtschaftliche Situation sich verbessert. 1933, 1934, als die Produktion ist an die Lut gegangen. Verkaufspreise vom Stahloch, Betriebe haben es Benefis gemacht. Und die Unzufriedenheit nach den Arbeitern ist mir groß. Die Radikalisierung auch, für allem nach den Minenarbeiter, die war zu spüren. Und hat nicht gut gesehen. An den Betrieben zum Beispiel, bei den Wahlen für die Arbeiterkomitees, wo die Kommunisten viel Stimme gekriegt haben. Aber auch bei der Chamberwahl 1934, wo die Kommunisten am Süden ihren nächsten Sitz kriegen, mit 7,3% der Stimmen. Die Regierung, hauptsächlich den Staatsminister Joseph Pech und der liberale Koalitionspartner von der Rechtspartei, haben kein Gefühl für die Probleme der Arbeiter. Die 7,3% machen der Bourgeoisie Angst. Das Mandat vom kommunistischen Deputierten Zenon Berner wird invalidiert am November 1934. 2 Schulmeister, Kommunisten, Dominique Urbani und Jean Kiel, verlieren ihre Arbeit. Der Bech versucht, die kommunistische Partei zu verbieten über das sogenannte Maulkurve-Gesetz, das aber finalement 1937 durch ein Referendum vom Volk aufgelegt. Wird mehr zu der Regierung. Von 1926 bis 1937 wurde das Land von einer Koalitionsregierung gefeiert, von der Rechtspartei, später der CSV und der Liberalen. Staatsminister, der Premierminister war der Joseph Pech bis 1937, bis zum Eschek vom Maulkurve-Gesetz. Der Pech stung dem Patronat noch. Nabisminister Pierre Dupont hat den linken Flügel von der Rechtspartei vertreten und hat eine Sozialoder. Die Regierung hat von Anfang an versucht, Lützebäuer für den Chômage zu schützen. Schon Ende 1929, weil die Situation nicht mehr so rosig war, hat ein Arrêté Grand Ducal die Darstellung von ausländischen Arbeitern reguliert. Das Arbeitsamt musste sich für Wehrgehen gucken, dass der Posten nicht von einem Lützebäuer besetzt werden. Es hat noch plus ein Zertifikat de Moralität gebracht. Auf keinen Fall wollte die Arbeiter am Land die Unruhe stiften.
Damals waren auch kommunistisch gesinnten Ausländer wie sehr dafür und allem. Und der Streik von 1920, während dem Kommunisten eine große Rolle gespielt hatte, war der Patron nach gut an Erinnerung. Der Staat damals war ein Argusstaat. Besonders Gewerkschaftler und Kommunisten, sie gern observiert gehen von der Polizei, von der Gendarmerie, surveilliert gehen, die haben ganz viele Rapporten, die den Inhalt von der Rede von sozialistischen und kommunistischen Aktivisten festhalten. Der Staatsminister Besch hat sich, und das ist natürlich nicht verwunderlich für ein Exportland, ein Stahlexportland wie Lützeburg war, für den freien Handel angesagt. Und das war natürlich nicht evident in einer Zeit, wo immer mehr protektionistische Tendenzen gaufen, also in den 30er Jahren, wo die nationalen Regierungen versichert haben, hier Wirtschaft zu stärken, zu verteidigen, über zum Beispiel Importtaxen oder das Festlegen von Importkontingenten. Das Krisenmanagement oder ging bald so de Mantum und Transparenz von der Demolger Regierung als global erstaunlich. Ich kenne ein Beispiel. Den 9. April 1930 interpellierte sozialistischen Deputierten Pierre Krier die Regierung an der Chambre für zu wissen, was die Regierung will machen für die Arbeitsstadt zu helfen, die von den Feierschichten betroffen sind. Der Krier erwartet sich eine Antwort für den 11. April, also 2 Tage später. Dann seht ihr, die Sache ist dringlich. Sie interessiert nicht nur die Arbeiter, sondern das ganze Land. 11. April, also 2 Tage später, gut, da war nicht die wird froh an der Chambre debattiert, was der Krier bedauert. Die Opposition fragt darauf hin, für die Chambre an einer Pläne zu konvokieren für den 15. April, also die Woche noch. Aber die Majorität an der Chambre ist dagegen. Der Besch sagt ganz einfach, il y a des symptômes manifestes de fatigue à la Chambre. Am 16. Dezember, also 8 Monate noch, sieht der Krier Datei. Sie erinnern sich, dass ich schon im April dieses Jahres eine Interpellation angekündigt hatte über die Betriebseinschränkungen und Feierschichten. Seither habe ich verschiedentlich an diese Interpellation erinnert, aber ohne Erfolg. 1931 ist das Szenario ähnlich. Zwischen April und November ist die Chambre nicht zusammengekommen. Der Pierre Krier, am 12. November 1931, 400 Deputierte. In der Zwischenzeit, also zwischen April und November 1931, sind auf wirtschaftlichem Gebiet allerhand Vorkommnisse zu verzeichnen, die es doch selbstverständlich hätten machen müssen, die Kammer zusammenzurufen. Ich halte darauf zu betonen, dass wir schon im Monat September die Einberufung der Kammer verlangten, speziell wegen der wirtschaftlichen Fragen. Der Besch wollte am Anfang nicht mit den Gewerkschaften diskutieren, für die Probleme von den Arbeitern zu regeln, geben Arbeiterausschüsse, also das Conseil d'Usine, an den Betrieben, und noch Berufskummern, in dem Fall die Chambre de Travail, durchgehen. Auf keinen Fall soll die Regierung an frufende Paien ergreifen. Die Regierung kann höchstens versichern zu konzilieren. Das wurde auch versichert von der Regierung, hauptsächlich vom Pierre Dupont, vom Arbeitsminister. Am 23. November 1931 schreibt den Dupont und die Direktion von der Arbeit. Wir müssen einen Appell für die Direktion der Arbeitsdelegation soll gesehen. Dupont schreibt, die Réunion pourra contribuer dans une large mesure à sauvegarder le maintien de la paix sociale et à calmer l'esprit d'effervescence qui se manifeste depuis un certain temps parmi les ouvriers de l'industrie sidérurgique. D'Antwort von der Arbeitsdirektion ist unmissverständlich, der Generaldirektor Meyer dezidiert den Minister nicht zu antworten. Die Situation von den Arbeitern ist prekär geblieben, auch nachdem die Produktionszahlen nicht abgegangen sind. Am April 1934 intervenierte Pierre Dupont bereits bei der Arbeit. Hier schreibt Meyer, beaucoup de salaires sont insuffisants. Le chômage partiel contribue à aggraver cet état de choses. Tant que les usines travaillaient avec perte, on était désarmé vis-à-vis de cette calamité. Mais la situation a heureusement changé.
Les prix sont redevenus rémunérateurs et les bilans font ressortir des bénéfices. Le moment semble dès lors venu de faire participer les salariés aux avantages du nouvel état des choses. De Meier Antwort ist klar. En affirmant que nos salaires sont insuffisants, le gouvernement méconnaît la réalité. Trotzdem kommen zu große Veränderungen. Was waren also die langfristigen Konsequenzen für die Lützeburger Gesellschaft? Wie als Stahlindustrie aus der Krise rauskommt? Die wirtschaftliche Situation, muss ich sagen, als unstabil blieben an 30er Jahren. Preise gingen allgemein ab 1933 an die Lut. Nachdem die Produktion zwischen 30 und 33 gefallen ist, klimmt sie bis 1937, war der ganz gut Jahr, aber fällt dann 1938 auf ein relativ niedriges Niveau. Dauert bis 1951 ihr Produktionsniveau von 1929 nicht erreicht ist. Am Dezember 1934 haben die zwei Gewerkschaften, die christlich und die sozialistisch, eine gemeinsame Kommission salariale formiert. Aber die Gewerkschaften hatten es nicht einfach. Patronat, münd gesehen, wollten nicht wissen vom Dupont seiner Idee, auch von Kollektivverträgen, zum Beispiel an der Stahlindustrie. Die Kommission salariale hat dann eine große Arbeitermanifestation organisiert am 12. Januar 1936 an der Stadt. 30.000 Leute haben darunter teilgenommen. Ob der plus hun Chefen von der Gewerkschaften de Pierre Krier, wie die sozialistisch, und Jean-Baptiste Roch für den LCGB geschwärzt. Das Demonstration de Force hat die Regierung dazu gebracht, einen Kompromiss zu finden. 23. Januar 1936 hat die Regierung den Conseil national du Travail an die Leben gerufen über Reglement Grand Ducal. Die gouf zusammengesetzt aus Vertretern vom Patronat und Salariat und der Präsidenz von einem Delegierten von der Regierung. Der But war, verhandlungsfähig eine Lösung zu finden für die Konflikte zwischen dem Patronat und der Gewerkschaft. Damit sind Gewerkschaften unerkannt nach Artikel 310 vom Code Penal als hinfällig. Am Februar 1936 kommt es dann zu Verhandlungen mit Patronat und von der Stahlindustrie sträft sich nach immer gegen Kollektivverträge. Und da kommt dann den internationalen Aspekt ans Spiel, wie so DAX an der Geschichte von unserem Land, nämlich die Victoire vom Front Populaire auf Frankreich am Mai 1936. Und die spontanen Gräben haben ihren Impact auch auf Lützeburg. Da ist die Bewegung kriegt einen neuen Elan dadurch. Bierger habe ich da sympathisieren mit ihren Kollegen aus der Lorraine. An der Regierung gelingt es schließlich, das Patronat zu Konzessionen zu bewegen. Schließlich kriegen Bierger da zu Lützeburg einen Kollektivvertrag. Peier gehen ab dem Juli 1936 um 9% drauf. Es gibt auch einen Mindestlohn, den und der Coût de la vie indexiert ist. Kollektivvertrag auch viel Schmelzarbeit da. Die kriegen ab Mitte Juli 1936 7,75% mehr an der Pai und gibt auch einen Mindestlohn angefordert für unqualifizierte Arbeiter. Kann ich also von einer Victoire sprechen, für die Arbeiter Patronat hat noch gehen. An die Jahre 1937, 1938 ging ein ganz Party Kollektivvertrag auch an der Klein- und der Mittelindustrie und das unter der Regie vom Conseil national du Travail, so zum Beispiel auch am Bausektor. Nach dem Streik von 1921 hatten die Arbeiter sich aus der Gesellschaft ausgeschlossen gefühlt. Die Situation als Lo 1936 eine andere. Die Arbeiter gingen besser in die Gesellschaft integriert, oder so mal so die Lützeburger Arbeiter hauptsächlich gehen besser an die Gesellschaft integriert. Weil, was die ausländischen Arbeiter angeht, da gibt es an den 30er Jahren nach zwei Grundprinzipien. Nämlich, nun sie gebraucht. Und wenn wir sie nicht mehr gebraucht haben, dann waren sie gebeten, nicht an ihr Heimisch zurückzugehen. Die Schule von der Schule zu Lützeburg ist klein geblieben, weil die Ausländer ohne Arbeit am Prinzip sollten das Land verlassen. Hauptsächlich italienische Arbeiter sind darauf zurück an ihr Heimisch gegangen. 1936 ist also trotzdem ein Modell von sozialer Konzertation entstanden. Und wir können in den Bau spannen bis an die 70er Jahren mit der Krise von 1974, 1975 gouf
Tripartit an Liewe gerufen 1977, also eng Kommission, Komitee de Koordination zwischen Regierung, Patronat der Gewerkschaften, fir eng akzeptabel Lesung zu finden für die 3 Partenaire. So kann ich sagen, dass am Fond de Conseil National du Travail wie auch Tripartit 2 wichtige Etappen waren zu engem Lützebauer sozialen Modell. Voilà, so ich spezifiziert, nur lauschteren.